Lalalala. Oh, der Chat wird gar nicht angezeigt. Ist ja eine Frechheit. Ist ja eine Frechheit. Kriegen wir hin. Wild, oder? Nur jetzt aber, hoffe ich. Ja. So, was geht ab? Heute ist tote Hose, ne? Heute ist nichts los. Heute ist nichts zu meckern. Außer wir könnten uns wieder über die Vertragsverlängerung aufregen, aber das haben wir die letzten Streams genug getan, denke ich. Von daher. Septastic, Servus, Thales, Servus, Chico, moin. Neo King, Servus und Goldmaschine, Servus und Glückauf. Goldmaschine. Ich bräuchte auch eine Goldmaschine. Kann ich dich ausleihen oder was? Wie viel Gold produzierst du denn so in einer Stunde? Könnt was gebrauchen. Eieiei. Ich fand die erste Halbzeit grausam. Erste Halbzeit kannst du. Also erste Halbzeit war für mich so. Ja, kannst du in Celtic auftreten, weißt du? So wie in der ersten Halbzeit kannst du wegen mir in Celtic auftreten, habe ich gar kein Problem mit, ne? Da spielst du auswärts, das ist Champions League, so, da ist erstmal Hinspiel, alles gut. Mach mal eine safe Kugel, mach mal einen ruhigen Ball und so. Von der Trainer von Der Meister! 22 Mara 06 redet mit 15 Redet. Schatz, danke für dein Raid. Und Servus an die 5 Leute natürlich. Nee, kannst du, wie gesagt, auswärts in Celtic kannst du so auftreten, denke ich. Super auf Sicherheit, kaum Risiko genommen. Zu Hause gegen Werder Bremen, Alter, die schon mit 3 Gesperrten anreisen und ohne Trainer auf der Bank, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich verstehe es natürlich, ja, keine Frage. Ich habe es ja jetzt nicht so groß kritisiert. Wenn du am Ende 13:0 gewinnst, hast du ja nichts zu kritisieren. Das ist alles fein, denke ich. Aber gut fand ich die erste Halbzeit jetzt nicht. War schon ziemlich langweilig, wenn man ehrlich ist. War jetzt nicht schlecht so. Wir haben ja alles versucht so. Bremen stand halt auch gut, ne? Aber wir waren halt super lahmarschig, ne? Kaum Zug gehabt, kaum mal schnelle Kombination. Wie gesagt, Querpass, Pavlo am Start, immer wieder quer und nach hinten, anstatt den Ball mal nach vorne zu spielen. Ja, taktisch, alles gut, Alter. Aber es war immer noch nur Bremen, Alter, und nicht Leverkusen. Ja? Wo du vielleicht so spielst dann, aber gut. Vielleicht waren wir alle ein bisschen verunsichert und so. Und wenn man die PK gehört hat, war es ja anscheinend auch so gewollt von Vinny. Aber halt auch, dass wir nicht einmal mal auf die Grundlinie gegangen sind, mal ein bisschen Risiko genommen haben. Das war schon langweilig. Ja. Jetzt nicht schlecht. Ja, wir waren nicht spielbestimmte Mannschaft, aber halt einfach langweilig. Aber wenn am Ende 13:0 gewinnst, ist alles fein, ne? Dann nehmen wir das natürlich so mit. Und die zweite Halbzeit war ja echt ordentlich. Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich fand das jetzt halt nicht, dass es mega Druck war. Es war halt wie unter Pep Guardiolas schlechten Zeiten. Wir haben einfach um den 16er rum quer gespielt, so. Beim Gegner. Wir haben jetzt nicht super Druck gemacht und Torchancen erspielt. So, dann würde ich ja mitgehen, aber das haben wir ja nicht. Ja, vielleicht hat das die Bremer trotzdem müde gespielt, da gebe ich dir recht. Das hat man, denke ich, dann auch zum Ende hin gerade gesehen, so ab der 70. Aber jetzt, dass wir da mega Druck gemacht haben, haben wir ja nicht. So, das ist ja, was ich kritisiere, so, weißt du? Es wäre ja mal schön gewesen, wenn man Druck gewesen wäre. Ich habe einen schnellen Ball von Michael auf Musiala gesehen, das war dann auch die einzig große Torchance in der ersten Halbzeit. Und das war's. Ja? So. Keine Läufe von den Außenverteidigern auf die Grundlinie, dass mal eine Flanke kommt oder sowas. Ja, das finde ich dann zu Hause ein bisschen wenig. Aber wie gesagt, alles gut. Meckern auf hohem Niveau. Wir haben 3:0 gewonnen. Zweite Halbzeit hat dafür entschädigt. Habe ich ja auch in dem Video so gesagt.
Aber wenn ich die erste Halbzeit alleine nehme, ja, dann war es halt langweilig. Wie gesagt, da war Kimmich ja noch mit der Gefährlichste. Ja, und das heißt ja schon was. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Mara jetzt hier im Voice ist oder nicht. Ja, ist sie. Ja, wollen wir die mal begrüßen. Servus, Schatz. Servus. Hast du den Weg gefunden oder was? Natürlich. Wild. Also die Mara ist auch da, falls ihr Fragen habt. Dann hoffentlich ja mich. Soll ich mich eigentlich hier muten oder was ist besser? Was? Nee, ist alles fein. Ja, gut. Aber ist auch völlig fein, wenn du was ein bisschen anders siehst, Chico. Ist auch immer Geschmackssache. Wie gesagt, wer auf taktischen Fußball steht, hat das wahrscheinlich sehr genossen, die erste Halbzeit. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man das gut fand. Aber ist halt einfach nicht meine Art von Fußball. Zumindest nicht in dieser Art Spiel, weißt du? Zu Hause gegen Bremen erwarte ich halt was anderes. Wie gesagt, jetzt auswärts in Celtic, alles gut. Wenn du so eine erste Halbzeit da spielst, alles fein aus meiner Sicht. Wir sollten tun nicht schauen, Celtic schnell den Stecker zu ziehen, dass wir die Kräfte sparen können für Samstag. Ach, wen interessiert denn Samstag? Du hast jetzt 8 Punkte vor Leverkusen, Alter. Wenn Leverkusen uns, was weiß ich, 5-0 aus dem Stadion schießt, wen interessiert es am Ende des Tages? So, keine Sau. Ne? Nee, sehe ich komplett anders. Ich würde mich auf Celtic konzentrieren und alles ist gut. Also, nochmal, bei 8 Punkten Vorsprung mache ich mir da keine Kopfschmerzen, selbst wenn du das Spiel verlieren solltest. Ja. Aber die Mannschaft wird eh von Spiel zu Spiel schauen. Also. Aber irgendwie anfangen zu sagen, wir wollen Kräfte schon gegen Celtic, ist, glaube ich, der völlig verkehrte Ansatz. Ich glaube, dann geht der Schuss ganz, ganz schnell nach hinten los. Gerade auswärts. Ja, wie gesagt, ich fand die erste Halbzeit auch langweilig, aber das muss ja mal jeder für sich sehen. Ja, und der Elfer war der Dosenöffner dann. Ne? Zweite Halbzeit war schon besser, hat man ja gesehen, nach 30 Sekunden der Schuss von Heavy. War generell mehr Zug drin zum Tor halt. Denk mal, da gab es in der Halbzeit eine Ansage, komm, lass uns mal ein bisschen mehr Risiko nehmen. Ja. Frage wäre gewesen, wie wäre es gelaufen, hätten wir nicht den Elfer gekriegt, aber hätte der Vorkette interessiert, hat auch keinen. Ne? Das Pressing war stark, Chico, habe ich ja auch gesagt. Da stimme ich dir zu, ja. Da hast du recht. Also wir haben Bremen auch kaum Raum gegeben, ne? Also das Gegenpressing von uns war mega stark, ja. Erste Halbzeit von Minute 1 an. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Habe ich auch so gesehen. Wir haben halt nur nichts draus gemacht dann so, ne? Wir haben dann den Ball in den eigenen Reihen behalten und ein bisschen auf Sicherheit und so, ja. Was man verstehen kann aufgrund der letzten Spiele, aber muss ich ja nicht schön finden. Ja, und jetzt haben wir natürlich auf jeden Fall einen Elfer liegen in Leverkusen, ne? Wenn du Leverkusen schlägst, dann ist der Bums durch. Da würde ich mich dann auch festlegen. Selbst wenn du dann gegen Frankfurt und Stuttgart verlieren solltest, dann hast du immer noch 5 Punkte vor. Aber dafür müsste Leverkusen erstmal dann die beiden Spiele gewinnen und ja. Wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. Ich meine, klar, wenn du das Spiel in Leverkusen verlieren solltest und verlierst die anderen beiden, dann bist du wieder gleich auf, so ungefähr, wa? Aber da gehen wir ja auch nicht von aus, also. Müssen die jetzt ja auch nicht irgendwie übermäßig stark reden, Alter. Natürlich, in Leverkusen ist schwer, logisch. Aber da bin ich dieses Jahr mal gespannt. Kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen sich zu Hause hinten reinstellt, wie sie es bei uns jetzt zweimal gemacht haben. Würde mich schon überraschen, ey. Aber mal abwarten. Genau, Chico. Ganz genau. Mara kennt sich nur im Supermarkt aus. Mara kennt sich überall aus. Sie sind alles andere als Safe-Meister. Ja, mit einem Bein, habe ich doch gesagt. Steht doch im Streamtitel. Ach komm, ey, jetzt mal ernsthaft. Sollten wir gegen Leverkusen mindestens einen Punkt holen, Stuttgart und Frankfurt gewinnen, dann sind wir Meister. Da lege ich mich fest. Also ich wüsste nicht, was dann noch groß passieren sollte. Du müsstest ja komplett wegbrechen. So, und das sind wir unter Winnie noch nie. So, ja, wir haben mal 2 Spiele, die vielleicht nicht ganz so gut waren hintereinander, aber das war's auch. Ja, also.
Sollten wir am Ende vom Februar immer noch 8 Punkte Vorsprung haben, dann ist für mich der Bums gelutscht. Aber das kann auch jeder anders sehen. Weil was kommt dann noch? Ja, Dortmund und Leipzig. Wow. So. Was kommt sonst noch an starken Gegnern in der Bundesliga? Also von daher. Wer sagt denn, dass man immer nur gegen die starken Gegner Punkte liegen lässt? Man weiß ganz genau, dass halt auch so kleine Dinge wieder, wo du dir Keiner denkst, ach sagt ja, das. die 3 Punkte, die sind Ja, was safe haben wir und dann aber laufen dieses die Jahr wieder noch auf nicht wie die einmal letzten gehabt? Clowns. Aber dieses Jahr noch nicht Ja. einmal gehabt. Wir waren in jedem Spiel, ob kleine oder groß, waren wir so genauso konzentriert. Da mache ich mir keine Sorgen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. Ich habe ja auch nur gesagt, wie es für mich ist und nicht, wie es für euch sein soll. Keine Ahnung, ich weiß davon nicht, dass Jerome Boateng in der Kabine war oder da war oder interessiert mich auch nicht, was mit dem Menschen ist. Erste Hälfte war zäh. Aha. Wer ruft denn hier an und lässt einmal klingeln, Alter? Schon frech, ne? Ja, ist ja, was ich gerade sagte. Wenn das Spiel verlierst in Leverkusen, immer noch 5 Punkte. Also alles gut erstmal, ne? Ja, Junge, ich bin live und nicht am Telefon, Alter. Junge, ey, was ist denn los mit den Leuten? Frech, ne? Wer stört? Mein Schwager stört. Wir schauen immer noch auf das nächste Spiel, so sieht's aus. Ausländer aus, Servus. Erstmal Celtic, ja. Ich denke auch, Celtic wird schwer genug. Hab Wolfsburg Leverkusen gesehen. Leverkusen ist schon sehr stark, war aber interessant zu sehen, dass die harte Gangart von Wolfsburg ihnen richtig wehtat. Und Wirtz ist einfach ein Wahnsinnsfußballer. Festgehalten im Gegensatz zu Loda sage ich, dass wir mit Mosic jedes Jahr um die Champions League spielen. Ja, weiß ich nicht. Da muss Musiala mal wieder langsam. Ich meine, zweite Halbzeit war ja okay, aber erste Halbzeit war auch. Ich habe schon letztes Jahr gesagt, wenn der Wirt sagt, er möchte zum FC Bayern, Alter, dann all in, Feuer frei. Dann muss er 120 Mille auf den Tisch legen, drauf geschissen. Wenn er dafür die nächsten 8, 9, 10 Jahre beim FC Bayern spielt, machst du alles richtig. Aber er muss halt wollen, so, ne? Er ist der entscheidende Faktor. Tut natürlich weh, dann so irgendwie 100, 120 Mille an direkten Konkurrenten zu überweisen, gar keine Frage, aber ja, wenn die Chance da ist, musst du es machen. Also so vom Charakter her ist der, glaube ich, auch schon weiter wie Musiala. Auch wenn es vielleicht nicht immer der ganz große Zauber ist, wie es bei Musiala ist, aber ich glaube, er ist einfach schon einen Schritt weiter. Ja, und dann ist das so, Alter. Ich meine, wir zahlen für Durchschnittsspieler 120 Millionen für 5 Jahre. Dann können wir für einen überragenden Spieler auch mehr zahlen. So, ganz einfache Kiste. Sonst muss man mal die ganzen Durchschnittsspieler entfernen aus dieser Mannschaft. Aber die Diskussion brauchen wir nicht wieder anfangen, da drehen wir uns ja im Kreis. Ja gut, aber ist ja kein offensives Talent. Ja. Ist ja die Kimmich-Alternative. Kann sich dann... Wenn Josua mal gesperrt ist, nächste Saison ein Spiel oder mal ein Spiel verletzt ausfällt, dann kann der Bischof gerne spielen. Ansonsten kann er die zweite Mannschaft verstärken. Oder wird direkt wieder ausgeliehen nach Hoffenheim. Pablo war schlecht erste Halbzeit. Erste Halbzeit war Pablo so wie Kimmich die ganze Hinrunde. Gefühlt. Quer und nach hinten, quer und nach hinten, quer und nach hinten. Der die gefährlichen Bälle gespielt hat, war Kimmich. Von Pablo einmal dann. Ein Pass und einmal ist er 20 Meter mit dem Ball nach vorne gegangen, um ihn dann auch wieder quer zu spielen. Das war alles, was Pavlovic in der ersten Halbzeit. Ja, er hat den Ball ruhig in den Reihen gehalten, alles gut. Ja.
wie gesagt, ist Geschmackssache. Für mich war es halt Querpass Toni Fußball, Alter. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Ja. Aber anscheinend war es ja auch eine Vorgabe vom Trainer. Ne? Ist ja alles gut. Aber Kimmich war auf jeden Fall der mehr für die Offensive getan hat, wie es in Pavlova getan hat. Aber ist ja auch okay, der Junge ist jung, der wird auch seine Phasen haben. Hat er ja jetzt auch so ein bisschen gehabt. So. Dem musst du das aber auch zugestehen. Jungen Spieler musst du einfach diese Leistungsschwankungen zugestehen. Ja? Ist halt so. Musst du halt auch Musiala zugestehen. Darf man halt auch nicht vergessen, wie alt er erst ist, ne? Ja, so war Pavlo auch startet. Wie gesagt, hat auch einmal einen starken Hinten-Defensiv-Zweikampf, wo er auf jeden Fall gut gerettet hat. Da war er auch in dem Raum. Ja. Das ist ja was auch besser war. Es war entweder ein Kimmich oder ein Pavlovic halt wirklich in dem Raum, ne? Auf der Sechser-Posi. Das war schon gut. Kimmich war verdammt gut gegen Bremen. Ja, war er auch. Ja. Gibt's nichts zu kritisieren. Sehe ich genauso. Würde Musiala abgeben für Wirtz? Ja gut, das würde ich zum Beispiel nicht tun. Aber ich glaube, so ein Wirtz wird Musiala auch ganz gut tun, weil dann wäre er nicht mehr so der alleinige gehypte Spieler so in dieser Mannschaft, war. Dann wird er vielleicht seine Star-Allüren wieder ein bisschen ablegen, die er gerade so ein bisschen hatte irgendwie. Er war erste Halbzeit genauso ideenlos wie der Rest in der Offensive. Ja. So, zweite Halbzeit hat er ja dann auch noch seine Szenen gehabt. Also. Und das war auch wichtig, denke ich, jetzt für die Champions League-Spiele, dass er so ein bisschen so sein Selbstvertrauen, sein Zutrauen zurückgefunden hat, ne? Aber das hast du ja an der Chance gesehen, die ihn Michael aufgelegt hat, der erste Halbzeit. Wenn er richtige Form gehabt hätte, wäre das safe ein Tor gewesen. Aber ist ja auch okay. So, muss ja auch mal sehen, der war auch jetzt verletzt und hat wenig gespielt. Alles gut. Wird schon alles werden. Aber vielleicht braucht er auch einfach mal jetzt ein bisschen Klarheit, ne? Ich meine, Worst Case wäre ja jetzt, wenn man den Fonzie Davis die 15 Millionen in den Arsch schiebt, plus Handgeld und jetzt Musiala sagen wieder, ach nee, weißt du was, ich verlängere doch nicht. Also verdient hätte es der FC Bayern, ne? Eieiei. Na, ich gehe mal davon aus, spätestens bis Ende Februar ist der Bums durch und dann ist gut. Dann kann er sich wieder auf Fußballspielen konzentrieren und gut ist. Pavlo überzeugt mich die Saison noch nicht so sehr, aber gut, junger Spieler, alles gut. Naja, also ich fand ihn sehr stark am Anfang. Ne? Dann war er ja wieder raus. Nach den Verletzungen, ne, das braucht er ein bisschen. Also jetzt fand ich das Spiel auf jeden Fall schon wieder besser von der Abstimmung. Ja, davor das Spiel war Katastrophe mit Kimmich. Die standen ja fast nebeneinander die ganze Zeit im Mittelfeld. Ja. Das war jetzt gegen Bremen, war das richtig gut. Also die Aufteilung war Bombe, es war richtig stark. Das hat mir gut gefallen. Die standen wieder sehr weit auseinander. Mal war Kimmich zwischen den Innenverteidigern, mal Pavlo. Es war immer jemand defensiv in dem Raum, wenn es sein musste. Das war richtig gut von beiden. Ja. Das muss man auch mal sehen. Also da geht es schon wieder in die richtige Richtung. Ist die Frage, was Kompanie jetzt macht. So, Leon ist wieder da. Wenn haut er jetzt wieder Leon gegen Celtic rein, ich traue es ihm zu, dann ist natürlich wieder, ja, weiß ich nicht. Ich muss jetzt halt am Pavlo mal festhalten. Wie gesagt, das war jetzt auf jeden Fall ein guter Schritt nach vorne, denke ich. Die Abstimmung war wieder richtig gut mit Josh, so wie es am Anfang der Saison war. Und der Rest findet sich einfach durch jetzt ein bisschen Spiele. Ne? Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann kommt der Rest wieder von ganz alleine. Ja, weiß ich nicht, ob unsere Jungs da scharf bleiben. Also ich meine, wir reden über die Champions League. Du bist nach Feyenoord gefahren und hast gewusst, du musst das Spiel gewinnen, um unter die ersten 8 zu kommen. Also wenn du dann nicht scharf bist, dann läuft doch irgendwas verkehrt und hast trotzdem 3-0 auf die Fresse gekriegt. Ja? So.
Kann dir in Celtic genauso passieren, wenn die Tore nicht machst. Ne? Ich denke das nicht. Wir sind gerade auf einem ganz guten Weg, denke ich. Aber wir werden es sehen. Also Celtic wird halt auch heiß sein, oder? Da kannst du davon ausgehen. Ich finde, wenn wir die Meisterschaft gewinnen, war das eine sehr gute Saison. Mehr ist mit dem Kader nicht drin. Wenn uns das Glück holt ist, werden wir vielleicht ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen. Danach ist Schluss. Also ich würde sagen, kommen wir ins Viertelfinale. Glaube ich, kommen wir auch ins Finale. Ich glaube, wenn du so weit schon bist und du spielst dann Finale der Horm, ich glaube, dann kitzeln so die letzten paar Prozente, kitzeln dann noch, glaube ich. Kann ich mir schon vorstellen. Ach, sag niemals nie, Alter. Wer weiß. Wie gesagt, es kommt drauf an, in der Champions League wird es darauf ankommen, dass sich keiner verletzt von den 3 Granaten vorne. So, sollte da einer ausfallen, dann wird es saumäßig schwer, ne? Weil du hast nichts dahinter, was auch nur annähernd an diese Performance kommt. Ja? Und alle 3 müssen natürlich fit sein und gute Form haben. So. Sollte das brechen, dann wird es schwer. Aber das sind wir selber schuld, dass wir in dieser Lage sind. Ja? So. Ich bin nicht optimistisch. Ich gehe da ja auch nicht von aus, aber. Thomas, erstmal vielen lieben Dank für dein Abo. Im 14. Monat. Der älteste hier, glaube ich. Celtic wird ein Müller-Spiel, das glaube ich nicht. Wenn wir gegen Leverkusen gewinnen, sind wir Meister. Da lege ich mich fest. Punkt. Meine Vorhersage. Weil am Ende richtig steht, sehen wir, wenn das Licht angeht, ne? Am Ende der Saison. Ja, jetzt mal ernsthaft, wenn du im Viertelfinale stehst. Junge, jetzt mal ernsthaft. Du schaust Finale da Home, Alter. Wie gesagt, wenn unsere 3 vorne fit bleiben, dann kitzelt das halt einfach. Ja. Ey, ich habe auch die Vorhersage getroffen, dass Leverkusen in Wolfsburg nicht gewinnen wird. Und? Thomas, die Lokomotive tut giftet et hier 1 sub du Keta Kathi. Auch keiner mitgerechnet, ne? Thomas, die Lokomotive tut giftet et hier 1 sub du Chicho unterstrich Gordo. Chicho. Wer ist denn dieser Chicho? Thomas, die Lokomotive tut giftet. Guck mal, der Thomas macht schon mal 5 Tore klar hier für Mittwoch. Thomas, die Lokomotive tut giftet et hier 1 sub tu Jürgen Bürger 69420. Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs, ne? An wen haben wir ja gerade gehört? An Chicho. Vielen lieben Dank, Thomas. Chicho unterstrich Gordo giftet et hier 1 sub tu 066055268770. Wer ist er denn? Kann er sich mal outen? Ist das eine imaginäre Nummer oder was? Sieht aus wie eine Telefonnummer. Ist ja wild, ey. Vielleicht von Leroys Berater. Chico. Wer ruft da mal an? Danke für deinen verschenkten Sub. Ei. Wild. Jürgen Würger ist auch wild, ja. Ist auch inkognito hier. Ja, guck mal, Blondie, hast du doch auch Ahnung. Nein, normalerweise sind meine Vorhersagen ja auch nicht gut. Aber wir sind ja auch noch nicht im Viertelfinale, oder? Ich habe ja nur gesagt, dass das nochmal einen extra Schub geben würde. Machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, Finale da oben hast du halt nur alle, was weiß ich, wie viele Jahre. Und wir haben es halt noch nicht gewonnen, wa?
Ich habe ja nur gesagt, dass es nochmal ein paar extra Kräfte freisetzen würde. Erst recht bei Heavy, oder? Machen wir uns nichts vor. Junge, ich glaube, Heavy Kane wird auflaufen, wenn er nur noch ein Bein hätte, Alter. Selbst dann macht er noch die Elfer rein. Ja, den Thomas kannst du keinen schenken, weil der Thomas ja selber eins hat. Na? Dann geht das nicht, du. Ja, na klar sind andere Mannschaften einen Tick stärker wie wir, aber wen interessiert es denn? Das ist Fußball, Alter. Gerade Champions League, weißt du doch, K.O.-Spiele kann immer alles passieren. Tagesform, Schiedsrichter, machen wir uns nichts vor. Ne? Da kannst du auch die weltbeste Mannschaft sein, das heißt ja nicht, dass du jedes Mal die Champions League gewinnst. Ne? Ich meine, guck gerade nach England, gegen was ist Liverpool ausgeschieden jetzt aus dem, was ist das, FA Cup oder was? So, brauchen wir nicht weiter reden, oder? Ist doch einfach so. Fußball, das ist ja das Schöne an Fußball. Sonst wären wir ja alle Millionäre, Alter. Dann nimmst du dein Monatsgehalt und setzt das auf das nächste Ergebnis und dann ist gut. So. Mach das mal, dann siehst du, was passiert. Ja? Ist halt einfach so. Das ist ja auch das Schöne an Fußball. Du brauchst halt den Fußballgott auf deiner Seite und da der Kaiser oben ist, wer weiß. Vielleicht sendet der die richtigen Signale runter. Wenn wir ins Finale da oben kommen wollen, brauchen Spieler wie Neuer, Minjay, Coman, Gnabry und Sané aber eine krasse Leistungssteigerung. Warum braucht denn Gnabry und Sané eine Leistungssteigerung? Die brauchen doch gar nicht erst spielen. Natürlich dürfen sich Olisse, Kane und Musiala nicht verletzen. Jo, ist ja, was ich gerade gesagt habe. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe das ja auch gelesen jetzt, Bayern-Fans, was stand da? Bayern-Fans verteufeln Coman oder machen sich lustig, soll in Football gehen und als Fieldkicker. Leute, ich weiß erstmal nicht, welcher Bayern-Fan sowas sagt. Und jeder Bayern-Fan sollte wissen, dass Kingsley Coman kein Torjäger ist, Alter. Der ist auf dem Platz, um die Dinger für Heavy vorzulegen. Und das ist seine Aufgabe. Das war schon seine Aufgabe, wo Levi noch da war und gut. Ja, wenn er ab und wann mal irgendwie einen goldenen Tag hat, dann macht er auch mal eine Bude. Aber ansonsten ist das nicht King seine Aufgabe. Ja? Und trotzdem versucht das immer mal wieder. Ist doch okay. Ja, und der erste Schuss war ja wohl auch gar nicht so schlecht. Der andere ging natürlich wie im Spiel davor auch in die 15. Etage. So, ja. Aber das sind die Spieler, die wir jetzt haben. So, da haben wir uns drauf festgelegt. Und da musst du am King jetzt festhalten, weil er der einzige von neben Michael ist, der wenigstens noch ein bisschen Qualität da auf dem Feld regelmäßig bringt. Ja? So. Da muss man sich dann auch nicht irgendwie, muss man den ja jetzt nicht super schlecht reden, Alter. Weiß ich, hab ich nicht ganz verstanden, sorry. Denkt ihr, Musiala nimmt auch einen Song auf zur Vertragsverlängerung? Nee, ich denke, der wird sich einladen lassen von Fonsi, der für Musiala einen Song aufnimmt. Verstehst du? Und Josh steht noch im Background und macht, oh yeah, dann kann ich auch verlängern. Oh yeah, dann kann ich auch verlängern. So ein Ding wird das. Josh steht im Hintergrund mit seinem Bonsai-Bäumchen. Ja, so ein Ding wird das. Weil wir sind ja jetzt hier, weiß ich nicht, was wir sind. Der Kiddie Club oder was? Ja, aber gut, aber da sind wir im Stream wahrscheinlich auch zu alt für, oder? Also ich habe es mir angeguckt. Der Beat war gar nicht schlecht, aber es war schon ein bisschen Fremdschämen angesagt bei mir. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber gut. Was halt so Fremdschämen war so, ja, mit den goldenen Schallplatten im Hintergrund aufgehangen und warte. Weiß ich nicht. Muss ich aber auch nicht verstehen, alles ist gut. Ja. Ist, wie es ist und werden Fonsi die nächsten 5 Jahre sehen, hoffentlich mit Leistungssteigerung von 3 Stufen. Selbst dann wird er dem Gehalt noch nicht gerecht werden, aber dann kannst du es wenigstens verschmerzen. Wir werden sehen.
Ja, klar kann man das sagen, wenn er den da in die Dingens schießt. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo ich habe nur die Überschrift gelesen. Ihr wisst, ich klicke da eh nicht drauf. Stand halt nur Bayern-Fans verteufeln, Koman, der darf nicht mehr spielen oder so eine Scheiße stand da. Weiß ich auch nicht. Wie ich gelesen habe, hat Lieber sich ja mal einmal alles durch den Kopf gehen lassen, weil wahrscheinlich hat er deswegen mal eine ansprechende Leistung gebracht für 15 Minuten. Vielleicht haben sie ihm jetzt sämtliche Sachen aus dem Körper gepumpt oder was. Ja, wir haben 1 Million neue Top-Talente. Wir sind nämlich der talentierteste Club weltweit, wenn es danach geht. Deswegen schicken wir die auch alle nach Paris-Palermo hin. In der Hoffnung, dass sie da ihren Marktwert steigern, um sie dann zu verkaufen. So sieht's aus. King war noch nie ein Scorer. Ist auch so. Ist auch nicht seine Stärke. Seine Stärke sind die Vorlagen. Und das ist doch gut. Das brauchen wir doch auch. Die kommenden Spiele jetzt. Also ich finde es ja schon mal gut, dass man jetzt auf jeden Fall, ich denke, wir können sagen, dass das auf jeden Fall die Startaufstellung ist, die wir jetzt gesehen haben. Ja? Rechter Verteidiger vielleicht ist noch ein bisschen, weiß ich nicht, wer da so die Nase vorhat. Vielleicht hätte man sich mal als Linksverteidiger auf Stunny erstmal festlegen sollen. Ich weiß nicht, Guerrero macht Linksverteidiger nie so eine gute Rolle. Aber Davis ist ja auch schon wieder im Training, also alles gut. Also haben wir dann 4 Rechtsverteidiger, wenn wir so wollen. Und mal gucken, wer da spielen darf. So, alles andere stellt sich von alleine auf. Das ist gut so. Hoffe ich zumindest. Hoffe, dass er festhält an Pavlo. Wir werden sehen. Josh als Background-Tänzer. Hätte was, ne? Wir sind so alt, ja, ist auch so. Weltbester Außenverteidiger, ja. Leistungsträger beim FC Bayern, den fand ich auch gut. Von Chrissy. Ja, Leistungsträger beim FC Bayern, die müssen halt auch dementsprechend verdienen. Ja, da bin ich aus allen Latschen gefallen. Das kannst du ja sagen, wenn du mit dem Josh verlängerst oder mit dem Musiala. Vielleicht noch mit dem Michael oder Harry Kane. Vielleicht noch Upa. Aber das war's auch. Ja. Bei allen anderen brauchen wir nicht von Leistungsträgern sprechen, Alter. Alle anderen kannst du jederzeit austauschen. Weiß ich nicht, wie man auf den Trichter kommt. Aber gut. Man muss sich das ja schönreden. Man kann ja jetzt auch schlecht sagen in der Öffentlichkeit, ja, wir haben jetzt so viel gezahlt, damit der Jamal sich wohler fühlt, damit der verlängert. Das kann man schlecht sagen, ne? Aber so ist es halt. Mein Gott. Aber als Profi unbedingt aus 20 Meter über den Fangzaun zu feuern, ist schon wild. Ja, ist richtig. Vor allem, wenn man 20 Millionen im Jahr verdient. Ja. Ja, ich habe mittlerweile auch die Befürchtung, dass er echt verlängert, ey. Dass wir den noch weiter sehen müssen in Nioh, Alter. Ja, Boye hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, Opa ist doch schon in Vertragsgesprächen. Ja, also weniger wird er mit Sicherheit nicht bekommen wie 15 Mille. Ja, wenn, dann wird das so auch 15 Mille leistungsbezogen, dass er auch auf 20 kommen kann. Ja. Keine Ahnung, ich kann das gerade null einschätzen. Also wie gesagt, meine Meinung steht da. Ne? Wird sich auch nicht ändern. Kann er auch uns, keine Ahnung, kann er uns im Champions League Finale da home oder uns im Halbfinale ins Finale schießen und im Finale uns zum Sieg schießen. Das wird meine Meinung auch nicht ändern. Weil ein Spieler, der 5 gute oder dann 10 gute Spiele in der Saison hat, brauchst du halt einfach nicht. Ja, das kann passieren. Denn das kann passieren. Ne? Wer weiß. Ja, habe ich auch gelesen, dass Tell ein Tor gemacht hat. Ja, ist ja jetzt auch nicht überraschend. So. Ja. Wie gesagt, der hätte halt einfach ein bisschen
Selbstvertrauen brauchen. Ja, ein bisschen ein Trainer, der sagt, yo, ich setze auf dich und du musst ihn halt mal auf der richtigen Posi aufstellen. Ja, und nicht irgendwo links, rechts, außen und ja. Und das hätte ja auch so gut werden können mit Harry Kane als Doppelspitze. Ne? Kann man sich doch super vorstellen. Aber dann hätte man ja das System ändern müssen, was wir gefühlt seit 10 Jahren spielen. Und dann wäre ja Chaos gewesen. Ne? Dann wäre der Manu nicht klargekommen und geht ja nicht. Kannst ja nicht einfach dann, keine Ahnung, hättest ja eine Dreierkette machen müssen, wenn du hinten einen weggenommen hättest oder hättest nur mit einem zentralen Mittelfeldspieler spielen müssen. Dafür hast du aber 5 in der Mannschaft. Geht ja nicht. Wild, ne? Ja, ist doch egal, ob das eine Katastrophe ist. Solange er Spielzeit kriegt, solange er das Vertrauen vom Trainer kriegt, ist doch für den Jungen alles gut, oder nicht? Darauf kommt es so an. Ich glaube jetzt nicht darauf an, ob Tottenham da die Spiele gewinnt und was weiß ich was. Wäre doch gut, wenn die absteigen würden. Dann können sie sich den nicht leisten, dann muss er zurückkommen. Seht das doch mal so. Aber wahrscheinlich könnten sie sich den trotzdem leisten. Ich weiß nicht, ob bei Tottenham auch irgendeiner dahinter sitzt, der da Kohle reinbuttert. Keine Ahnung. Ja, so ist das, ne? So ist das halt bei uns. Ja. So, dann werden wir uns gleich den FC Hollywood angucken, oder was? Erste Folge. Weil ich habe keine Themen heute groß. Ich habe alles gesagt in den letzten beiden Streams zu dem Umgang mit den Jugendspielern, zu den Vertragsverlängerungen. Ich hab alles ausgekotzt. Wenn von euch keiner was hat, dann gehen wir in den FC Hollywood gleich rein. Ja, wir können ja noch kurz auf Celtic. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Darf es natürlich nicht unterschätzen, darf es jetzt aber auch nicht in den Himmel loben, denke ich. Und wenn wir unsere normale Form haben, die richtigen Spieler aufgestellt sind, so wie es in den letzten beiden Spielen war in der Startelf, ja, musst du das Ding halt gewinnen. So. Oder meinetwegen nimmst ein Unentschieden mit, aber in der Regel musst du das Ding gewinnen. Also wir brauchen jetzt nicht übermäßig stark reden. Ja. Auf der anderen Seite haben wir das in Feyenoord auch gesagt und haben gesehen, wie es geendet ist. Müssen halt einfach die Hütten machen. Ne? Und hinten ein bisschen safer stehen, aber das war ja gegen Bremen mit dem Gegenpressing und mit den Räumen, die besetzt waren, schon eigentlich ganz gut. Ja, klar gibt es da viel zu lachen. Ich war live dabei in der Zeit. Gut, dann kann ich das hier schon mal vorbereiten, den Bums hier. Komm. Ja, mach mal laut, ne? Kann ich hier erstmal die Aufnahme beenden?